Mein Name ist Gide. Ich wohne zu bis in 24 Jahren. Und ich finde es schön, als Originen repräsentieren. Ich bin in der Kommission d'Integration. Und all Jahr sind 4 Jahre eine Therapie mit viel Succès. Ich brauche immer helfen. Und das Jahr das Alexandra und Ivo. Sie haben eine portugiesische Boutique am Zone Industrielle. Also ja, es war schon ein bisschen stressig, ne? Also da ist ein Feiertag und wie Gida schon sagt, ja, wir haben eine Weinboutique heute zu bieten. Dafür sind wir mal noch Privatevents. Gestern hat man ihn an Haut mal remen, aber wir haben uns wirklich durchgestaltet, für heute zu sehen Haut während dem Tag. Und, also ich schon Bifana Mode de Porto gemacht. Das ist dann eine ganz portugiesische Spezialität, weil ganz rar heute zu Lützeburg ist. Und dann haben wir ein bisschen Pastèche-Natte, ein Pudding mit Gida gemacht, und dann ein Pain Blanc, auch ganz portugiesisch. Und dann haben wir auch portugiesische Käse, portugiesische Charcuterie. Und voilà, das sind als kleine Originen. Also ich bin die erste, dass ich heute dabei bin. Gida hat uns dann angeladen, und voilà. Ja, also unser Stand ist schon in der Pen. Für 5 Kilo Bifana nass fort. Voilà, und schon noch. Aber voilà, ich merke von so weiter geht bis zum Ende vom Tag sind sie alle fort, ne? Ja. Und ich brauche 11 all Jahr. Das ist jederin ist bienvenu. Natürlich, Alexandra ist da. Aber das schuld, wenn die Communität, die portugiesische Communität, sie sind nicht mehr integriert. Ich selber habe ein Problem für richtig Lützeburger Schwätzen. Ich probiere mein Bestes. Und wir wohnen hier. Unsere Originen sind portugiesisch, aber wir wohnen hier. Das ist, wir müssen ein bisschen mehr machen für uns. Bessere Integration machen. Nicht immer Portugiesisch bei Portugiesisch oder wir müssen mehr absehen. Mit zusammen sind. Ja, mit zusammen schaffen. Ja. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und wir sehen dir schreibt. Ja, bonjour. Hier sind wir Stand, spanischer Stand. Ich bin Antonia Serran. Ich bin selber Spanierin, aber hier am Land geboren. Und wir präsentieren, wir helfen hier an dieser Kultur von der Gemeinde, die uns proposiert wird, für Spanien zu weisen. Das ist, wir gehören hier zu Bissen schon 25 Jahre Hip-Hops, Tropical Dancing. Wir sind froh, wir werden invitiert schon zeitlos, dass das 5. Jahr, wo wir hier an der Gemeinde mitmachen. An unserem Stand wird Fidor. Das ist so ein Genre wie ein Paella, aber Nudeln mit Marisco. Das ist Fruits de Mer. Und dann haben wir so paar Tapas, wie Käse, Salami. Und Sobressada, das ist so ein Genre für zu schmieren als Saucis. Und voilà, wir sind froh, dass wir invitieren, wir unseren Stand, spanischen Stand können präsentieren. Das ist motiviert, zu wissen, dass wir können von allen Ländern ein bisschen als Kulturen an von unseren Ländern, von Schmach, an alles, was geht an alle Länder. Wir sind heute zu 50 Ständen. Und dabei ist es Spanien. Wir sind froh von der Gemeinde, das heißt, können wir den Tag hier an das mitmachen, an ein bisschen von allem schmecken und gucken Kulturen. Und da sind froh, wir können sein Land beweisen, so, und was wir können proposieren und schmecken lassen. Und davon ist Gifren stolz, für seine Länder ein bisschen von seiner Gegend können zu präsentieren. Ich will noch merci so ein bisschen, dass wir das können, und auch das schön wieder, die wir heute tun, für das können genießen und präsentieren. Wie gesagt, so viele Leute, das ist immer flott. Von so viele verschiedene Nationalitäten hier zu bieten. Und ich fand immens flott, dass die Ausländerkommission, die das hier organisiert, zusammen mit der Gemeinde. Und wie gesagt, das ist immer flott. Es sind viele Länder, die mitmachen. Ich meine, das sind da 15. Und zwei Lützeburger Stand da. Und du musst mich fragen, ich als du erbämt, für dann der Lützeburger Stand heute doch zu machen, dass Lützeburg auch vertreten ist. Aber ja, wir haben probiert, typisch Lützeburgische Menü zu machen, oder Menü. Das ist viel gesagt.
Wir haben ein kleines Pastéitchen gemacht mit Krachkäse. Ich meine, Krachkäse ist typisch in Lützeburg. Dann haben wir einen Feuerstein-Salat gemacht. Und wir haben Würstchen mit Grandpont-Salat. Das ist noch nicht gerade 100% typisch Lützeburg. Aber ich meine, wenn wir das hier am Land gehen und die Leute das gerne. Und wir merken es von der Mitte an, der Stand war immer voll. Die Leute appréciieren das und schmeckt ihnen gut. Ja, ich meine, das gesagt, die zu verschiedenen Ständen, da kann ich sehen, was die nicht all da kriegt. Ich gesehen das hier beim Nopa, bei Venezuela, da war immer ein Schlang von ein paar Meter. Das sind viele Nationen, die heute zusammen wohnen, die zusammen arbeiten, an den Vereinen, egal wo. Ich gesagt, dass die Leute das appréciieren, also ich komme gerne hin, ich meine, die letzten waren über 1000 Leute hier. Und ich ging so, dass wir das heute auch ein toppen. Gute Mëttech, mein Nummer ist Tuchbel David, Sportskoordinator vun der Gemeng Biessen. Wir sind hier op der Nudisport zu Biessen Sportskomplex, wo viel Sportarten an Atelien ugebote gin. Voilà, de Fokus leit op der Bewegung an de Spaß fir d Kanner an Erwussenen. Konzept vun der Nudisport also sech, dass Vereiner hier Sportart könne präsentieren an dat an ze Summen erbecht mat der Gemeng an voilà, dat Visio, dats am ganze Land ginnet Nudisporen, so dats en iwwerall sech bewege soll an Spasen der Sachsalung. Ma mir ganz viel Aktivitäten, ich menge wie en Han mir gut erkennen kann, en ganz schöne Klammauer. Dann haben ganz viele Atelieren wie Volleyball, Tennis, Fußball, alles Mögliches. Dabei haben wir natürlich schon ein Sprangschloss von 62 Meter, der Gladiator One, was eine Hauptattraktion des Jahres ist. Wo kann sich natürlich mussen können, ob sie Gladiator sind oder nicht. Für das nächste Jahr sind noch keine neuen Ankündigungen zu machen. Wirklich, dass ich op de Feedback vun de Vereiner warten muss an Schmenge mir probieren immer dat best draus zu machen, wie haut doch gesagt, man wieder das nicht immer so einfach. Mais voilà, wir gehen als Best für das nächste Jahr auch ein schönes Nudisport stattfinden. Also ich bin Kevin Engelberg, ich bin der Präsident von der Jugend- und Sportkommission, seit 2017 von der Jugendkommission und seit 2023 von der Jugend- und Sportkommission. Die Sportkommission hat verschiedene Aufgaben, zum Beispiel Nudisport und einer Eventer am Jahr, weil die Jugend- und Sportkommission zusammen gewürfelt goffen als Kommission, haben wir dann den Bereich Jugend, decken wir auf, auch den Bereich Sport. Nudisport ist wichtig für die Gemeinde, weil kann verschiedene Sportarten kennenlernen, respektive mal auf den Gut kommen, für etwas Neues zu probieren. Alt Vereiner, also bisher Sportvereiner, die heute deelholen, weisen, was ihr Sportart ist. Und das für die Kanner flott, weil sie da können raschnuppern, ohne sich direkt anzumelden und ohne direkt dann eine Lizenz zu machen. Also ich hoffe, dass noch viele Kanner, viele Familien hinkommen und Spaß Sport tun. Und das für alle Moren begegnen, wo Familien sich begegnen, rumgesehen, aber wo die Kanner dann noch können neue Sportarten ausprobieren, ohne Druck zu haben, dass sie sich direkt an den Verein melden. Und ich hoffe, dass wir noch gute Success haben. Sportler Vereinslewe sie ganz wichtig an der Gemeinde, weil Kanner Molenke aus dem Alter rauskommen und dann sich können sportlich betätigen. Wir haben immens viele Sportvereine zu Biessen, wo die Kanner sich nachschreiben können. Und das ist ganz wichtig, weil Bewegung ist das Wichtigste für die Kanner.